Weiter geht es mit den Abenteuern von Pokémon Sonne und Mond in der Mondausgabe. Hi Freunde, willkommen zurück. Unser Team sieht immer so aus, dass ich in der Folge jetzt endlich mal Volt entwickeln möchte, wenn es endlich mal möglich sein sollte. Ja, die Gegner sind momentan gar nicht mal so schwach und das bringt mir natürlich auf ein kleines Dilemma. Ich meine, klar ist noch eine Nuzlocke-Challenge und so, aber trotzdem muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen wollte ich jetzt eigentlich noch gucken, ob ich in der letzten Folge habe ich ihn aktiviert. Sehr gut. Das wäre soweit also erledigt. Wir haben hier noch ein paar neue Settinger. Ich überlege immer noch, welche ich jeweils ein bisschen einsetzen soll und so. Ich schätze mal, ich überlege gerade, was trägt er? Trägt was? Voltium. Ah, Voltium. Ja, natürlich auch cool. Insectium und so. Ich glaube, generell wäre Voltium klüger. Allein schon deswegen, Voltium Insectium. Weil Elektrotanks sind dagegen nur gegen 2 Typen effektiv und Insekten mittlerweile ein bisschen mehr und so. Deswegen, ja. Vielleicht ein bisschen klüger. So, unser Ziel ist ja halt eben noch hier auf Pony ein bisschen durchzuwaschen, wenn man das mal so sagen darf. Hä? Kommt da ein runter? What's going on hier? Ja, auf Pony ein bisschen durchwaschen und gucken, wo ich jeweils rauskomme. Was noch alles schaffen. Aha, werden. Und, wow. Sonst einmal gucken, wa? Natürlich generell mit der Hauptstory. Dass die bald schon ein bisschen durchhaben. Yeah, yeah. Da nur gerade vielleicht gibt es irgendwie einen Shortcut oder so. Aber ich glaube noch nicht. Egal. So, kann natürlich hier durch. Dann kommen wir da rüber. Kommt zum Item. Leider keine TM. Ein Elixier. Okay, okay. Why not? So. Stimmt, hier war ja der Doppelkampf. Den hatten wir in der letzten Folge nur angeteasert und noch nicht gemacht. Und ich sehe auch gerade noch ein paar Dinger fehlen hier. Ein paar Items und so, aber egal. Komm. Wahrscheinlich leben. Warum auch nicht? Mal gucken, ob unsere Spitze das hinkriegt. Um ihn zu bezwingen, kaum ein Ort ist in Alola ist gefährlicher als dieser Canyon. Der gefährliche Canyon. Oh, ein Astu. Ja, ist zwar noch jeweils ein Pokémon, aber ja. Okay, Alola Sandama und Alola Vulnona. Okay, ich muss mit Gesteinsattacken angreifen. Obwohl. Ah, ich habe Eisbrecher, sehr gut. So, lag. Es ist der 3DS XL, nicht der New 3DS XL. So, gucke doch mal, wa? Ich mache direkt mal Steinkante auf Vulnonats. Dürfte zwar nicht so stark sein, physisch gesehen. Ich mache es aber trotzdem mal. Und der Icebreaker natürlich auch Durchbruch, weil Kampftyp und so, Sandama ist ja Eisstahl mit der Alola-Form und deswegen wird es ordentlich wehtun. Oh yes, Idefix. Leider keine Dämmerungsform, aber hey. Die sind wir dann bei Ultrasonne, Ultramond. Auch wenn es nur ein spezielles Wuffels ist. Finde ich nicht auch so ein Käse, weil ich meine, im Anime wird es angeteasert, dass Wuffels einfach halt so ein bisschen Zeit da war und sich deswegen dieser speziellen Volvork-Form entwickelt hat. Und jetzt, ja, in Spielen sagt man sich so, nee, das ist zu doof, das irgendwie so hinzuscripten. Macht einfach einen Special-Wuffel, so. Eisbrecher versucht, Wuchtschlag zu erlernen. Nee, 50er Trefferquote ist ziemlich scheiße. Ich habe kein Item irgendwie dabei, das irgendwie das erhöhen würde oder so. Nö. Wobei natürlich mit Z ist immer ein Treffer, also natürlich nicht unterschätzen. So. Ja, das war klar. Aber ja, Alola sind damals jetzt nicht so stark, also hätte mich gewundert, wenn es gereicht hätte. Auch wenn Idefix Verteidigung nicht gerade die beste ist. Wow, Volt. Übertreibt ein bisschen, war der gute Junge. Aber egal, es wird Zeit für eine Entwicklung hier im Canyon.
Volt entwickelt sich denn das SG Volt. Ja, der kleine Käferbus, wie bereits erwähnt, ich habe ihn jetzt leider ein bisschen zu früh entwickelt. Sprich, es wäre besser gewesen, wenn Level 31 gewesen wäre. Also Level 30, zu früh, zu spät. Damit ich noch Käfergebrumm, glaube ich, als Attacke auf Deutsch gelernt hätte. Was soll's, ich meine, ich kann es nachher kurz auf Sonne rüber tauschen und dort Herzschuppe geben und so, wenn es dann an die Attacke erinnert. Ist also kein Dilemma. Es ist ein Donarion. Ich hatte zum ersten Mal eins, wo ich schon lange eins wollte. Es soll ja ziemlich cool sein. Bingo! Sein Bauch hat es ein elektrisches Organ, welches Strom erzeugt. Mit seinem Elektrostahl kann es auch Vogel-Pokémon überwältigen. Ja, und Donarion ist ein Pokémon, was ist eine Art zweischneidiges Schwert. Das wir gleich noch angucken werden, warum. Erstmal ist eine Level-Up-Attacke, die es lernt. Ihr seht direkt an den Statuswerten. Erstmal Initiative direkt runter. KP, Verteidigung, Spezialverteidigung geht einfach normal hoch. Aber jetzt plötzlich ist der Spezialangriff weit höher als der Angriff. Angriff ging ein bisschen zurück. Denn Donarion ist speziell orientiert. Das heißt, im Prinzip kann ich das alles hier vergessen. Kreuzschere, Stromstoß und Akrobatik. Natürlich hast du jetzt Kreuzschere noch, weil, ja, es ist eine coole Attacke und so. Und ist relativ stark, oder? 80 Base und so. Stromstoß oder halt Donnerblitz, denke ich, dürfte klar sein, was, weil Stromstoß machen sowieso noch selber Schaden. Akrobatik ist eigentlich auch Quatsch, wenn ich hier ein Item drauf habe, aber naja. Ja, Donarion, ein Pokémon, was, wie bereits erwähnt, nicht besonders schnell ist, aber man könnte auch sagen, klein, aber oho, wenn das mal so formulieren darf. Also mal Salamander nach vorne, wegen Flammenwurf auch noch. Ist in dem Sinn auch neu, wenn man so will. Ja, Donario mit Kreuzschere aktuell noch nachher im Käfergebrom, Donnerblitz. Ich glaube, ich packe nachher noch irgendwie Luftschnitt drauf. Das lernt er auch in ein paar Level 1. Und Schwebe. Das ist natürlich für ein Elektro-Pokémon immer geil. Ich meine, Käfer-Elektro mit Schwebe. Da muss schon irgendwie ein ziemlich starkes Pokémon. Ich sage, der Spezialangriff geht ja runter. Was für ein mieses Wesen. Ja, da müsste eben schon irgendwie ein starkes Pokémon wie, keine Ahnung, was kann da kommen? Gestein, Feuerattacken und so etwas. Ich meine, Elektro, einzige Schwäche ist Boden, jetzt neutralisiert dank Schwebe. Jo. Wie gesagt schon, ziemlich geil. Ich überlege gerade, was hat es sonst noch so? Käfer, glaube ich, echt. Warte mal. Ja, Flug natürlich, ja, logisch. Aber ich habe Elektro und, ja, wobei war das jetzt in der, ich glaube, seit der 5. Gen, ist noch nicht mehr groß angepasst. Elektro, ist es neutral gegenüber, wenn es von Flugpokémon angegriffen wird oder schwächer? Ich glaube, es ist schwächer. Das heißt, Flug macht neutralen Schaden auf Donario wegen Käfer Elektro halt. Das heißt, nur noch Feuer und Gesteinstacken dürfen effektiv sein. Das ist natürlich schon imbar. Kleine Initiative ist sehr niedrig. Es ist auch eher ein langsames Pokémon. Sollte man sich schon überlegen, wie trainiere oder ja, wie trainiere ich generell halt so ein Donarion, was gebe ich dem, wie will ich es gerne einsetzen. Kraft, wäre natürlich auch cool, wenn ich wüsste, dass Kraftreserve für einen Typus hätte, wenn es irgendwie... Stell dir mal vor, Kraftreserve Bruden auf dem Donarion, Alter, wie geil. Ja, Feuer, Gestein, wenn der mit auch schon neutralisiert. Das kann nicht Aero lernen, okay. Ja, wenn es Lutschen lernen kann und so, ist irgendwie ein bisschen seltsam. Was hat sonst so drauf? Oder was kann es jetzt neu lernen, was ich vorher nicht konnte? Voltwechsel, okay, ja, ich mach das mal. Das ist ein Voltwechsel, ich weiß, es ist keine Standardattacke, aber trotzdem Voltwechsel ist gar nicht mal so doof. Gyroballen, cool eigentlich. Wenn sie in der Theorie Quatsch, der hat es schon drauf. Es könnte noch ein Gift-Hieb. Gift. Ja gut, Gift. Gegen Feen, gegen Pflanzen. Das war's eigentlich mit der Effektivität. Oder? Was vergessen? Pflanze? Feen. Nee, müsste aber gewesen sein. Ob es das bringt, die Lichtkanone Stahl, da hat er natürlich etwas gegen Feen und gegen Gesteins-Pokémon vor allem. Ja, kann man machen. Muss man aber nicht. Ich gucke mal noch, beziehungsweise ich
Noch ein bisschen überlegen, was ich am besten machen kann, aber... Mal schauen, wa? Ja. Sternstaub, okay. Sehr cool. Wieder teuer verkaufen. So. Er bereitet wieder raus. Sehr gut, sehr gut. Dann, weiß nicht, kann er draufbleiben, oder? Mhm. Das ist übrigens auch der Ort, wo es ja in Pokémon Sonne und Mond noch dieses Drachen-Pokémon gibt. Was den Namen nicht mehr. Ja, dieses spezielle Drachen-Pokémon. Also nicht der normale Drache, sondern schon ein Drachentypus, was irgendwie noch. Oder Drachenkampf war sogar. Da entwickelt sich der Drachenkampf. Was irgendwie. Wie ist das schon wieder? Naja, ein neuer Pokémon-Namen war. Auf jeden Fall ist es das, was ein Signature-Move hat mit Schuppenrassen heißt, glaube ich, oder so. Spezieller Drachen-Move, der schon ordentlich Schaden macht, denn ich glaube, doch, wir haben ihn auch auf Sonne, genau. Eine Zeit lang auf Sonne trainiert, genau so war das. So, und sogar die Würfel noch, sehr schön. Also, Donarion hätten wir, hier komme ich offenbar nicht weiter. Schade, hier ist nur irgendwann eine Abkürzung. Was? Lohnt's doch gar nicht. Yeah! Karateschlag! Also Kampf-Pokémon? Da wäre natürlich ein Fall, ja, wobei im Gestein war. Salamandra! Was soll es tun? Ich könnte eine Matschbombe machen. Gift war gegen Gestein echt neutral? Muss er gar nicht mehr. Flammenwurf sowieso, jetzt machen wir natürlich halt direkt mal Z-Move drauf. Die dynamische Maxi-Flamme. Oh yeah. Ja, mittlerweile machen wir so ein paar Gedanken, Leute, wegen, ich habe mal angeteasert, dass ich Ultrason Ultramond auch gerne Let's Playen würde. Dann aber wirklich nur eine Version und dann mache ich eine Nuzlocke-Challenge draus, wenn es spannender wird. Und wegen mir gerne ein bisschen so die Regeln. Natürlich ein bisschen schwierig ist, weil Ultrason Ultramond, die haben noch relativ wenige Informationen darüber. Und was bei Nuzlocke-Abenteuern generell der Fall ist, dass man ja die Kampfart auf Folge packt. Also wie jetzt zum Beispiel. Normalerweise wird man ja gefragt, willst du der Gegner jetzt das und das sein, willst du dein Pokémon tauschen? Jetzt hier natürlich nicht der Fall, weil sie so gewechselt haben und es ein bisschen spannender ist, auch wenn es kein Nuzlocke ist. Ja, beim anderen ist halt so die Frage, wa? Ja genau, was mache ich überhaupt? Ja, ist halt so die Frage, generell, die 7. Gen, hier mit Sonne, Mond und auch Ultrasonne, Ultramond. Die Kampfart, ich meine, vor allem wegen den Z-Moves. Z-Moves sind halt wirklich eigentlich pervers, weil wenn du nicht unbedingt einen Typus hast, ouch, der positiv gegenüber dem Gegner ist, also zum Beispiel jetzt irgendwie, wenn der Gegner Z-Kraft Feuer einsetzt, nicht hätte Wasser, eventuell was anderes, aber meistens hast du irgendwie was Neutrales oder Schwächeres, dann ist ein Z-Move in der Regel ja ein Kill. Und das ist natürlich sehr doof. Was soll er machen? Wo kann ich da eintauschen? Eisbrecher geht, na gut, Eisbrecher wird gehen. Ich überlege halt, ob ich da im Prinzip auf ja, Folge verzichten soll und standardmäßig Wechsel drin lassen soll. Aber irgendwie nicht wechseln heißt ja hier, wa? Der 7. Gen ist eh alles ein bisschen anders. So, kann man mal trifft, bitte. Das macht neutralen Schaden. Jo. Und Ramaidan ist down. Der Berg ruft, der Bergnot, lalalala. Hauptsache er hat Spaß, wa? Warte mal, ich zeig's mal ganz kurz die Optionen, oder was hier? Kampfstil, wechseln, nicht wechseln. Ja, eben nicht wechseln ist halt das, was wir jetzt aktuell haben. Wechseln, da fragt man einen halt, wenn der Gegner ein neues Pokémon einsetzt. Ich glaube, ich würde sogar so, ja, eben für den Nuzlocke. Man überlegt natürlich immer so Regeln, nicht wahr?
Aber wenn halt schon die Z-Power da ist, mein klar, Mega-Entwicklungen waren auch übel in der 6. Gen. Aber da waren nicht unbedingt One-Hits und so. Du wusstest einfach, okay, jetzt ist der Gegner stärker, du musst was unternehmen. Aber nicht so wie jetzt, die einfach nur, ja, du weißt, okay, irgendwie ist ein Signature-Pokémon, so ein stärksten so und der hat dann plötzlich, naja, weißt halt schon. Ein Z-Move drauf, da kannst du eigentlich sicher sein, okay, wenn du einsetzt, dann ist ein Pokémon tot. Normalerweise macht es nichts aus, du kannst was zum quasi Opfern voranschicken und hast dann was Stärkeres, also quasi Z-Attacke ausgehebelt, aber ein Nutzlock natürlich doof, weil du willst nicht unbedingt ein Pokémon opfern. Das willst du eigentlich nie. Und deswegen, ja, muss man halt schon ein bisschen gucken. Da ist mir jetzt der Canyon kleiner, aber in die Größenerinnerung. Ich liebe Pokémon, ich liebe es zu kämpfen, ich liebe es Attacken einzusetzen. Was liebt sie nicht? Wäre die andere Frage. Die Frau, die alles liebt. Eine Veteranin, oh, die waren auch übel, vor allem in der 5. Gen. Jo, warum nicht? Ich meine, das ist eigentlich perfekt. Es ist Psycho, also wäre mit Elektro sowieso noch stark. Ich glaube, ich hau direkt mal eine Z-Attacke drauf. Gigavolt Funkensalve, das müsste aber ordentlich Schaden machen. 175, ja, leg mich am Arsch. Oh nein. Nein, wieso hat das da mit die Attacke drauf? Das ist fies. Das ist echt fies. Juwelenkraft, ja, super. Yo. Quatschutsu, yo, Kaipora, yo, immer mal Kaipora. Ah, Juwelenkraft. Level 6, ja, gut, ja. Ja, ich hätte es wissen müssen. Das hat so einen Fakt noch keine verdrängen. Stami ist down. 47. Sehr schön. Es gibt natürlich Donario und keine Erfahrungspunkte. Das ist jetzt natürlich scheiße. Ich will es ungern offscreen trainieren. 4 Jahre, ach du Scheiße. Da kommt der Feuerflugtypus, den ich vorhin noch erwähnt hatte. Da wäre Idefix einfach destiniert dafür. Die macht nichts davon was aus. Was kommt jetzt? Macht zwar ein bisschen Damage, kann ich aber mit umgehen. So. Und ja, noch ein paar Tränke einkaufen sollen. Alter, das tut ziemlich weh. Bisschen nicht Z-Turbo-Felsen, deswegen. Alter, ich glaube, wenn man Z einsetzt, wenn irgendwie. Jetzt in dem Fall Prio wird irgendwie rausgenommen. Und das wäre ein bisschen doof gewesen. Nee, wieder so ein Giftkäfer. Nee. 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 Die Z-Presse! Ja, Tonarium passiv trainieren ist, glaube ich, echt die beste Strategie, wenn es mich ein bisschen ankotzen würde. Tschüssi! Ich habe verloren, mein Team liegt trotzdem. Ja, immerhin etwas. So, mein Kleiner. Er soll ein bisschen sauer machen. Das Tag ist Wolverock, nicht wahr? Ich hoffe, sie bauen es bei Ultrasonne, Ultramond so ein, dass man die Wolverock-Formen in der gleichen Edition erhalten kann. Also zum Beispiel, die Form kriegst du ja nur in Sonne, die Nachtform nur im Mond. Finde ich doof. Wenn man schon Tag-Nacht hat, kann man ja beides irgendwie die gleiche Edition packen, oder? Weiß nicht, Volt, bist du auch irgendwie ein bisschen... Yeah, ich fliege rum, yeah, ich hab Spaß dran, yeah.
Das war eigentlich schon noch cooler, als war Donarion. Als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich zuerst irgendwie sowas, könnte irgendwie ein entfernter Verwandter von Ding sein, ihr wisst schon, von Scaraborn. Weil Scaraborn ja eigentlich selten fliegt, wa? Wie gesagt, so Pinsir. Pinsir fliegt sogar in der Megaform. Und der hat auch einen Flugtypus. So, geht gerade mal ein bisschen rum hier. Und verteil allen ihre Goodies. Jo Mann, ich will futtern. Ach, mach schon. Danke, Mann. Kein Problem. Noch ganz kurz Quatschutzu, nur damit ich das auch gemacht habe. Dann ist das Part fast wieder vorbei, Freunde. Ich würde sogar sagen, bevor ich den nächsten Part beginne, gehe ich nochmal kurz zurück ins Pokémon Center. Nicht zum Heilen unbedingt, wobei es auch nicht so schlecht wäre. Aber vor allem für die Tränke, weil ich habe da irgendwie überhaupt nichts einkaufen und so. Und wir haben nicht unbedingt Geldnot, deswegen wäre dumm, wenn wir deswegen nie verlieren würden. So, die wäre ja besiegt. Dann habe ich hier noch ein Fluchtseil. Das trifft sogar gar nicht mal so schlecht, wenn er sowieso raus will. Ja. Wenn ich auch ein Pampos will, um... Was soll es denn eine VM sein? Kraxel oder so? Keine Ahnung. Hä? Achso, Bonarium vorne. Wegen Schutz. Ja, der gute Volt, der hat natürlich hier überhaupt nichts zu lachen. Überall Gesteins-Pokémon, überall noch irgendwelche Pokémon, die was Böses wollen. Wir wollen hier was Böses. Ja, das suchen wir uns nachher davor. Ups. Das war jetzt nicht geplant. Ich hoffe, die ist sonst habe ich ein kleines Problem. Gut, wir haben natürlich Flucht sein und so. Die gute Becky. Gut, Resela ist natürlich ein Pokémon, wo ich jetzt sagen... Ah ja, aber sowieso ein anderer vorne, stimmt ja. Ich hatte gerade nur wegen Donarion. Ich hätte trotzdem Donarion eigentlich drin lassen können. Flammenwurf sieht einfach nur geil aus. So schnell kann es gehen. Rotlevel mit, sehr gut. Snibunna. So Eis und... Eis gegen Käfer, ja, ist auch noch schwächer. Also, wenn man richtig erinnert. Das ist mittlerweile überhaupt noch so? Wobei natürlich Unlicht hätte mit Käfer wieder einen Vorteil. Ja. Keine Chance gegen Salamandra. Ich muss eine ganz kleine Niederlage einräumen. Tja, voll scheiße. Ja, darf ich jetzt bitte gucken, ob ich hier irgendwo noch was Besonderes ist, ob wir hier einen Ort verlassen können. Toll, Pampus ist so fett, ich kann da nicht durch. Ist auch nicht schlecht. Zauberschein! Ja, wenn wir einen Feen-Pokémon dabei hätten. Man hat zu dem Zeitpunkt schon im Mond, Sonne, aber, mach hier, TM. Jo, das war zu erwarten. So, gut überlegen, Freunde, weil ich erinnere mich, dass es da so ein paar Orte gab, hier im Canyon, wo ich damals in Sonne irgendwie nicht wusste, wo ich weiterkam. Dabei war irgendwie eine Abkürzung. Eine Abkürzung, die man relativ schnell übersehen kann, leider. So, aber ich glaube, wir sind jetzt hier eigentlich durch soweit. Da war auch eine Trainerin, ja, da bin ich so durchgekommen. Genau, hier war die Abkürzung. Dann würde ich sagen, Freunde, wir können hier endlich beenden. Nächsten Part also bin ich dann wieder hier. Genau, hier komme ich eigentlich raus, war. So ist es genau. Das heißt, erstmal kann ich hier eigentlich Fluchtseil einsetzen, wieder zurück ins Pokémon Center komme. Es wäre ein netter Zug von dir, Spiel. Ja, komm schon, Fluchtseil, wo bist du? Ja. Ernsthaft, weil ich in der frischen Luft bin, kann ich es nicht einsetzen. Lass mich ran, hier drin geht es auch nicht. Es würde mich nicht wundern, Leute.
Beim Flugzeug. Ja, ich drehe mich ein bisschen um mich selbst herum. Teleport. Wow. Da hat es wohl gebracht, einen Fliegen zumindest. Der Google Walk-Flieger geht. Immerhin etwas, war? Okay, zurück ins Pokémon Center, heilen und im Messepark geht's also an gleicher Ort und Stelle im Canyon weiter, Freunde. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Oh yeah.